Türkische Klänge, aber nicht von heute, sondern aus den 60er und 70er Jahren. Das ist die Musik seiner Kindheit, Burak İca. Ein Mann mit vielen Projekten, ein Deutscher mit türkischen Wurzeln. Bei vielen geht es mir darum, einfach andere Facetten der Türkei zu zeigen, die sonst nicht irgendwie im Blickpunkt der Leute sind. Ne? Jenseits von Klischees und Stereotypen möchte ich. Auf der Tour Belgique wird Burak aber nicht nur Musik auflegen, er will auch Taschen verkaufen. Gefertigt von seinem Onkel in Istanbul. Obwohl dieser seit 40 Jahren im Geschäft ist, kann er keinen eigenen Laden betreiben. Diese Betriebe nennen sich meistens eher so unter der Treppe Betriebe. Na, die sind so halb offiziell und ich möchte halt einfach davon weg. Pro verkaufter Tasche gehen 5 € an seinen Onkel. Fair Trade in der Familie. Eine Frage des Prinzips für den studierten VWLer. Das Problem ist nicht, Geld zu verdienen oder das Schwierige. Also nicht für mich. Das Problem ist eigentlich dabei, quasi mit gutem Gewissen Geld zu verdienen. Die Tour Belgique ist dafür eine gute Plattform, auch für den Fotografen Fabian Stürz. Die Bilder für Burak sind ein Freundschaftsdienst. Ansonsten lebt er von Firmenfotografie und Auftragsarbeiten. Renommee gibt es dafür jedoch nicht. Ruhig anlehnen, das ist gut. Heute werden an einem Tag so viele Fotos geschossen wie im gesamten letzten Jahrhundert. Heute kann jeder ein schönes Foto schießen, deshalb ist es umso wichtiger, irgendwie über die Länge der Zeit ein Projekt, eine Gleichheit oder eine Serie zu erzeugen. Deswegen hat sich der Kölner mit Anfang 20 selbstständig gemacht. Sein Spezialgebiet: Porträt, Dokumentation, hauptsächlich Menschen. Dennoch, seine Leidenschaft auszuleben im eigenen Beruf ist doch eher die Seltenheit. Bei mir kommt ganz oft, ich kriege eine Anfrage und dann sind das häufige Anfragen, die auch einen Reiz irgendwie haben. Weiß nicht, beim Theater die Proben fotografieren, das wird man auch gerne machen und da ist man auch bereit, irgendwie ein anderes Honorar irgendwie für zu nehmen. Und dann kommt halt oft der Satz, ja, nee, es hat jetzt selber einer aus dem Büro eine Kamera, wir machen das kurz. Kurz mal gemacht, trifft irgendwie auf Philipp Treu zu. Der Barbesitzer hat 2010 die Tour Belgique ins Leben gerufen. Die Idee kommt daher, dass ich selber Gastronom bin im Bergischen Viertel und mir vor 5 Jahren dachte, dass man eigentlich genau so einen Abend inszenieren muss, dass wir die Vielfalt des Bergischen Viertels präsentieren. Ja, und da habe ich das in die Hand genommen und seitdem ist es größer und größer geworden. Einen Tag lang Mode, Kunst und Miteinander. Überall Musik und Menschen, Lebensart im Belgischen Viertel. Fabian Stürz und 29 weitere Fotografen werden dazu mit ihren Bildern die Straße bespielen. Dass man mal wieder Fotos von einem Bildschirm irgendwie wegholt und von Facebook oder was weiß ich was, sondern dass Leute auch einfach wieder, ohne in der Galerie zu gehen, Bilder auf der Straße sehen. An diesem Samstag heißt es dann Vielfalt im Veedel. Philipp, der Organisator, DJ und Designer Burak und Fotograf Fabian. Sie sind nur ein kleiner Teil des kulturellen Kosmos. Ihre Projekte jedoch lassen die Vielfalt der Tour Belgique erahnen und vor allem die Vorfreude ist nicht zu verhehlen.